Kilo. Was machen wir jetzt eigentlich überhaupt da? Alter, Mann, das ist so ein Sandwich. Ich komm. So zwei Wamperte und Lauch. Oreo mit Senf in der Mitte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer nackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Ich wollte es jetzt so unterstreichen. Wir sind heute zum ersten Mal wieder da, an diesem wunderschönen Platz nach Köln und nach den ganzen Zeug. Und heute gibt es was ganz Interessantes. Da hat uns jemand auf die Idee gebracht. Man kann da mal ein Video über was machen, es ist keine Mischmasse, es ist viel besser. Ich denke, jeder von euch kennt Tequila, ein Großteil wird drauf schon mal gespeichert. Genau, weil du mit mir. Und and now, we proudly to present The one and only Bauern Tequila. Ich weiß nicht immer, was das geht! Das letzte Mal von irgendwo, so ich kenne mich nicht aus. wir zeigen euch heute, wenn man Bauern Tequila macht. Der normale Tequila, das solltet ihr alle wissen, du kriegst Salz auf den und Tequila daher und eine Scheibe Zitrone und dann machst du und dann ist Das wo bleibt. das mein bleibt. Ja. Wir machen also heute den Bauern Tequila und dazu brauchen wir als erste Ingredienzie Handelsüblichen Schnaps. Schnallen, Obstler. Obstler. Nehmt einen Obstler. Wenn es richtig krass drauf seid, könnt ihr auch Blutwurz nehmen. Aber ich bleib's beim Obstler. Bleibt für Obstler. Damit man natürlich das Ganze ja trinken kann, braucht man Glasl. Jeder eines. Regeln immer einschenken, das hast du schon immer kennt. Aber mach's nicht voll, die sind. Also 40 Euro Glasl. Mach einfach. Ich bin ganz schnell. Du brauchst so viel für mich lassen. Jawohl, Ja, das ist schön ein machst du. sportliche Schön, ja. 3,5 Tier. Dann benötigen wir natürlich. Ja, Leute, Ja, den wollen wir schon gleich machen. das ist so lange, bis alles voll ist. Glasl Ja. voll. Ja, mal viel mehr zu kriegen. So, jeder einmal etwas. Dazu brauchen wir jetzt aber kein Salz. Sondern Werbung wieder. scharfen Senf. Wieder mit dem SEMPFT, Senft. Und als gute letzte Zutat natürlich auch keine Zitronenscheiben. Auch keine Orangen. Ein Schödel reicht. Ja, jeder eins. Ja. Ja, da, du darfst jetzt mal aufkeilen. In schön Zitronen- und Orangenscheibenartige Größen. Steht sich. Also nicht so wie bei Asterix und Obelix in 3 Teile, sondern. Unbedingt noch 3 Teile. Nein, das darf schon wirklich, das darf schon, ja. Ja, so? Ja, so darf das schon sein. Um die völlige Geschmacksintention. Bis das auseinanderkeilt. Das letzte Stück ist deins nicht. Das mittlere ist deins. Das letzte ist meins. Hallo. So, dann ist das eigentlich genauso wie beim Tequila in deiner Diskothek, Dorffest deiner Wahl. Legen dir das da so auf. Dann machen wir den Senf so auf. Für alle, die es nicht wissen, ist das Kapperl. Und da so einen Sprutz je nach Ermessen auf. Kann sich jeder selber auftun, je nachdem. Das hat schon echt räudig gehalten. Nein, Nein. ich schwöre bei Gott, ich hab das schon mindestens 10 Mal drin. Oh, Herr Vater, eine Person ist unterwegs. So. Dann verhält sich das natürlich auch wegen geselliger Runde, dann stoßen wir erst einmal an. Ach, das kann zu in sein. Also, Bauern Tequila. Die erste. Ihr wisst Bescheid. Also, Erklärung. Senfwasser lecken, trinken, gleich essen. Mahlzeit. Schau, oder? Das ist räudig. Ach geil, Alter. Boah. Also ich teile das gerne nehmen, weil. Ja, lustig. Ja, das Kleine macht viel gut. So ja. Und für alle, die es noch nicht kennt haben, nein, das kennt keiner. Ist auf jeden Fall für Bayern.
Bayern, vorglühtechnisch oder auf der nächsten Trudelfest ein Must-Have. Na, Hauptsache jetzt, ne? Ja, ja. Ja, wir können nicht Alpen. Lieber Plastik. Das sind Kirchengong. Das ist der Bounty Killer. Müssen verfeinern. Leider nicht. Probiert es am besten selber daheim mal aus, weil es euch schmeckt. Also das gleiche, die macht es wieder voll weg. Das müsst ihr mal ausprobieren. Bounty Killer, bedeutend bayerischer wie normaler Tequila und jetzt gibt es noch eine sehr Wichtige Info! und zwar am 15. September in Whitehouse, da war damals quasi der das war mein Handy. Da war damals quasi auch der Vollgerät war im Label. Jetzt ist schon wieder ab 16. Achso, Ja. Im Label im Whitehouse am 15. September ist wir sind wieder da. Quasi Saisoneröffnung und da haben wir knackfrisch dazu. ein Special Guest. Ja, Nämlich. einen bayerischen Freak. Ja, aber bloß wenn er zwar lieber Kasse an der Eintrittskasse ist, aber sonst nicht. Und zwar in 3 Minuten minder, maximal. Ja, 3 Minuten 42, was man merkt. Nein, wir sind da und zwar so ziemlich die ganze Blogger-Crew bis auf Jasmine, weil Jasmine ist in Thailand. Schreibt mal in die Kommentare Hashtag schöne Grüße auf Thailand. Wir wissen auch nicht, ob es wieder heimkommt. Auf jeden Fall haben wir am 15. September im Label im Whitehouse. Wir sind wieder da Festival mit Blogger Special, mit Isamas, mit Jägermeister Special, mit Mooskrugstämmer, mit Wettnageln. Falls der bayerische Freak kommt, schreibt mir das vorher, dann sag ich ja lieber Kassimmel. Also Hackstock schmeißen die mir nicht ab. Was war eigentlich das Schönste im ganzen Ding? Ich habe nicht so viel Fenster, aber der. Auf jeden Fall mit Sternweiß Specials. Bis 10 gibt es Gasmaß für 4,50 €. Schöne Grüße an der Stelle am Vollgerät. Ihr seid natürlich auch alle eingeladen. Vollgerät, Bürger, bayerischer Freak. Ihr könnt alle kommen. Kommt Nice vorbei. Guys. Nice Guys, sowieso. Aus Österreich. Ja, ihr Also seid. Devin kommen, dann flippe ich aus. Dann Devin kommen, dann machen wir einen Fasslauf. spielen wir 3 Stunden lang Falco am Stück. Nein. Ja, jetzt hat's schon richtig geil, gell? Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder das bayerische Anfänger und ich hoffe im Label im Whitehouse beim wir sind wieder da. Featuring Blogger Special Festival, volle Vernichtung, Vollgas Festival. Aber sicher. Aber sicher. Und natürlich verlost natürlich auch der Herr Blogger einen wahnsinnigen, heiligen, großmächtigen 3 Liter Gasmaß Weizenstutzen. Dieses Format mit Gasmaß gefüllt kannst du gewinnen auf Facebook, weißt du. Weißt du Bescheid? Musst du Labelle Vorbeischauen. mir drücken. Kann ich den auch gewinnen? Ja, was wenn ein Radler drin ist? Ja, wo kann ich mit dem Radler drin ist? Dann will ich nicht. Dann will ich nicht. Ja, okay, dann tue ich Gasmaß einsaufen selber. Ich tue den Gasmaß einsaufen selber. So ein Arschloch. So ein Arschloch. Gut, Feierabend, aber Terry, Servus, bis zum nächsten Mal und seid freundlich. Aber Deri. Vierte.